Salut zusammen, da ist Cars7 und ich begrüße euch zu der ersten Episode vom Weekly Talk. Ja, Weekly Talk, das wird eine neue Staffel von Videos sein, wo ich so in der Mitte der Woche zwischen Dienstag und Donnerstag, ich versuche es immer am Mittwoch zu machen, kaum muss ich, dass es am Dienstag kommt, kaum muss ich, dass es am Donnerstag kommt, wo ich ein Thema aufgreife, was auf Games bezogen ist oder auf YouTube bezogen. Und in diesen Commentaries wird es meistens eine Hauptfrage geben, wo ich meine Meinung dazu abgebe, wo ich aber auch gerne eure Meinung dazu hätte. In den Kommentaren unten würde ich gerne eure Meinung zu dieser Frage lesen. Und ja, das heutige Thema ist Wert von einem Spiel. Ich habe die Idee aus einem Video von Killas Besten. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, ich werde euch unten direkt das Video verlinken, könnt ihr den Kanal noch anschauen. Ist so ein Kanal, wo jüngere hochdeutsche Kommentatoren vorgestellt werden. Und ja, der hat so ein bisschen geschnurrt über den Wert von einem Game, oder? Und ich habe mir dazu direkt mal ein, zwei Gedanken gemacht. Und ja, schlussendlich hat sich für mich herausgestellt, dass der Wert von einem Game für mich eindeutig der Support ist. Also, wenn ein Game scheiße supportet wird, dann könnt ihr es einfach nicht brauchen. Es ist einfach so, sorry. Zum Beispiel bei Modern Warfare 2, ich meine, das Game, das kannst du einfach heute auf der PS nicht mehr gamen. Klar, es kann sein, dass das an Sony liegt, dass die da einfach wegen PSN verkackt haben. Aber ich meine, das könnte, ich bin mir fast sicher, Infinity Ward könnte das Zeug auch raushauen, dort die ganzen Hack-Zeug und Sachen. Ich meine, wenn sie Map Favela einfach so mal wegen einer Rückmeldung direkt raushauen, könnten sie sich dort auch direkt um die Hacker kümmern. Aber nein, geht nicht. Ich meine, das Game hat für mich heute keinen Wert mehr. Ich meine, das Game, das würde ich für 2 Franken verkaufen, ja, oder sogar verschenken, weil es einfach fast nicht mehr normal spielbar ist. Aber ein Game wie Black Ops, wo man heute noch ohne Probleme spielen kann, wo wirklich fast keine Hacker drauf sind, das hat für mich noch einen gewissen Wert. Das würde ich auch heute noch für 50 Stutz verkaufen, weil es einfach ein Game ist, das noch ohne Probleme gamen kannst. Klar, es ist alt, aber es ist ein Spiel wie jedes andere. Und ja, deshalb hat für mich ein Game, das guten Support hat, wo über längere Zeit kann spielen, mehr Wert als ein Game, das einfach ein Jahr kannst gamen und dann kümmert sich der Entwickler einfach gar nicht mehr darum. Das finde ich ein bisschen schade. Und ja, ich würde einfach mal gerne eure Meinung wissen, was macht für euch den Wert von einem Game aus? Ist das der Support, ist das der Umfang von einem Game wie FIFA, wo tausende von Möglichkeiten hast, Skill Games, Ultimate Team, Virtual Pro, virtuelle Bundesliga? Oder ist es wie gesagt der Support oder sonst andere Sachen? Nimmt mich wirklich Wunder, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich hoffe, der kurze Gameplay-Ausschnitt im Hintergrund hat euch gefallen. Ist das Modern Warfare 3 Gameplay auf der Map, wie heisst die? Jungle oder so etwas, keine Ahnung, ich weiss doch nicht mehr. Jedenfalls 55-7 endet das Game. Ja Leute, man hört sich, salut zusammen.